Die nun folgende Buchlesung ist den Texten meines Buches Fragen, die immer wieder gestellt werden, entnommen. Die Buchversion zu diesem Lesebuch ist im CLV-Verlag Bielefeld erschienen und liegt nun bereits in der 28. Auflage vor. Das Buch wurde inzwischen in 26 Sprachen übersetzt. In manchen Sprachen gab es sogar mehrere Auflagen, so zum Beispiel 11 Auflagen in Russisch. Nach zahlreichen Rückmeldungen zu urteilen, konnte das Buch vielen eine Hilfe auf dem Glaubensweg sein oder gar, um zum lebendigen Glauben zu finden. Das Buch beantwortet Fragen, die dem Autor an verschiedenen Orten nach Vorträgen gestellt worden sind. Es wird also nicht auf spezifische Fragen eingegangen, die von Bibelkennern gestellt wurden. Vielmehr wird versucht, jene Probleme ernst zu nehmen, die Zweifler, Fragende und Suchende bewegen. Es handelt sich somit nicht um eine Sammlung spitzfindiger theologischer Fragestellungen oder eine am grünen Tisch erstellte Liste, sondern um Grundfragen suchender Leute, die sich aus der Praxis meiner Vortragstätigkeit ergeben haben. Gelegentlich wurden auch originelle Einzelfragen aufgegriffen. Gemeinsam ist jedoch allen Fragen, dass sie wirklich so gestellt worden sind. Zur Methode der Beantwortung sei Folgendes gesagt. Die von den Griechen des Altertums entwickelte Logik hat sich in den exakten Wissenschaften als so erfolgreich erwiesen, dass man versucht war, diese Denkweisen auch auf andere Bereiche zu übertragen. Die Zeitströmung der Aufklärung ist von dieser irrigen Auffassung getragen und hat in der Folge dazu beigetragen, dem biblischen Glauben kritisch gegenüberzustehen. Wären die hier behandelten Fragen von mathematisch-naturwissenschaftlicher Art, so hülfe uns der Kalkül der Logik weiter. Bei den hier anstehenden Problemen spielen aber Existenzfragen eine grundlegende Rolle, die sich im Allgemeinen einer rein logischen Bearbeitung entziehen. Auch die Philosophie kann uns hier nicht weiterhelfen. Der Karlsruher Philosoph Hans Lenk gesteht ehrlicherweise ein, die Philosophie gibt selten endgültige inhaltliche Lösungen. Sie ist ein Problemfach, kein Stoff- und Ergebnisfach. Für sie ist eine neue Problemperspektive viel wichtiger als die Teillösung einer überlieferten Frage. Gott will und kann uns in alle Wahrheit leiten, sowohl in unserem Denken als auch im Handeln und Glauben. Der für uns alles entscheidende Maßstab ist darum das von Gott autorisierte Wort, das uns in Form der Bibel vorliegt. Diese Quelle ist durch kein menschliches Erzeugnis zu ersetzen. Die Antworten konnten aus Platzgründen nicht immer erschöpfend behandelt werden. Außerdem musste eine subjektive Auswahl aus zahlreichen gestellten Fragen getroffen werden. Wegen der inhaltlichen Kopplung mancher Fragestellungen sind gelegentliche Überschneidungen bei den Antworten unvermeidlich. Zur besseren Übersicht sind die Fragen nach Themenbereichen gegliedert. 7 Bereiche werden im Folgenden angesprochen. Fragen nach Gott, Fragen zur Bibel, Fragen bezüglich Schöpfung, Wissenschaft und Glaube, Fragen bezüglich des Heils, Fragen bezüglich der Religionen, Fragen bezüglich des Lebens und des Glaubens, Fragen bezüglich des Todes und der Ewigkeit. Manches ist direkt biblisch beantwortbar, weil hierzu passend die Antwort explizit in der Bibel steht. Andere Fragen sind zwar auch biblisch zu beantworten, aber dies gelingt nur durch Schlussfolgerungen aus bestimmten biblischen Zusammenhängen. Schlussfolgerungen hängen in starkem Maß vom Erkenntnisgrad der Bibel und von den individuellen Fähigkeiten ab, von gegebenen biblischen Aussagen auf andere Antworten zu schließen. Hier kommt die Subjektivität des Autors zum Tragen. Unbeantwortbar bleiben in der Regel die Warum-Fragen. Auch diese werden einmal geklärt, allerdings erst, wenn der Glaube zum Schauen kommt. Jesus sagt in Johannes 16, Vers 23, an dem Tage werdet ihr mich nichts mehr fragen, und das wird im Himmel sein.
Nun kommen wir zum ersten Fragenkomplex, und dies sind Fragen nach Gott. Diese benennen wir kurz mit FG. Die erste Frage, also FG1, lautet: Woher kann ich wissen, dass es Gott überhaupt gibt? Die Antwort darauf nennen wir AG1. Es ist kein Volk und kein Stamm auf dieser Erde, in dem die Menschen nicht in irgendeiner Form an einen Gott, einen Geist oder ein Wesen glauben, das über ihnen steht. Das gilt auch für die isoliertesten Urwaldstämme, die nie eine Berührung mit einer anderen Kultur oder gar mit dem Evangelium hatten. Wie kommt das? Wir haben alle die denkerische Fähigkeit, von den wunderbaren Werken der beobachtbaren Schöpfung auf den unsichtbaren Schöpfer zu schließen. Niemand glaubt, dass ein Auto, eine Uhr oder auch nur ein Knopf oder eine Büroklammer von selbst entstehen. Darum schreibt Paulus im Neuen Testament: Denn Gottes unsichtbares Wesen, das ist seine ewige Kraft und Gottheit, wird ersehen seit der Schöpfung der Welt und wahrgenommen an seinen Werken, so dass sie keine Entschuldigung haben. Römer 1, Vers 20. Aus der Schöpfung können wir allerdings nur erfahren, dass ein Gott existiert und auf seine Kraft und seinen Ideenreichtum schließen, nicht aber auf seine Wesensart, wie zum Beispiel Liebe, Leben, Barmherzigkeit und Güte. Dazu ist uns die Bibel gegeben. Wir kommen zur Frage FG2, wo ist Gott? Die Antwort lautet: Nach unseren menschlichen Vorstellungen versuchen wir, Gott räumlich zu lokalisieren. Darum finden wir bei den heidnischen Gottesvorstellungen des Altertums wie auch im Neuheidentum derartige Angaben. Die Griechen glaubten, ihre Götter würden auf dem Berg Olymp wohnen, und die Germanen lokalisierten sie in Walhall. Der französische Mathematiker und Astronom Laplace meinte: Ich habe das ganze Weltall durchforscht, aber Gott habe ich nirgends gefunden. Ähnliches stellten auch die sowjetischen Kosmonauten fest. Nikolajew, der mit Vostok 3 1962 unterwegs war, sagte: Ich bin Gott bei meinem Flug nicht begegnet. Alle diese Aussagen sind im Licht der Bibel grundfalsch, denn Gott ist überräumlich. Er, der den Raum geschaffen hat, kann nicht Teil des Raumes sein. Vielmehr durchdringt er jede Position des Raumes, er ist allgegenwärtig. Dies erklärt Paulus den heidnischen Athenern auf dem Areopag in Apostelgeschichte 17, Vers 28. In ihm, also in Gott, leben, weben und sind wir. Der Psalmist weiß ebenso um die Realität, wenn er bekennt: Ich gehe oder liege, so bist du um mich und hältst deine Hand über mir. Psalm 139, Verse 3 und 5. Auch hier wird das vollständige Umgeben und Durchdringen Gottes angezeigt. Die mathematische Vorstellung von höherdimensionalen Räumen, unser Raum hat 3 Dimensionen, kann uns bei der Frage, wo ist Gott, eine Hilfe sein. Der n-dimensionale Raum ist dabei nur eine Untermenge des n+1-dimensionalen Raumes. So ist zum Beispiel der 4-dimensionale Raum nicht vom 3-dimensionalen aufnehmbar, dennoch durchdringt er ihn völlig. Diesen Sachverhalt beschreibt die Bibel, wenn es in 1. Könige 8, Vers 27 heißt: Denn sollte in Wahrheit Gott auf Erden wohnen, siehe, der Himmel und aller Himmel können dich nicht fassen. Wir kommen nun zur Frage FG3. Was bedeutet das Wort Gott? G-O-T-T. Die Antwort lautet: Das Wort Gott ist kein Akronym, das heißt ein aus den Anfangsbuchstaben mehrerer Wörter gebildetes Kurzwort, wie zum Beispiel UFO, unbekanntes Flugobjekt. Gott hat sich den Menschen immer wieder mit neuen Namen offenbart, die mit ihrer Wortbedeutung das Wesen Gottes beschreiben. Die folgenden Bibelstellen geben das erste Vorkommen an. Elohim
1. Mose 1, Vers 1. Gott Pluralform, um die Dreieinigkeit von Vater, Sohn und Heiligen Geist auszudrücken. Eloah 41 Mal im Buch Hiob, sonst nur vereinzelt. Gott Singularform von Elohim. El 1. Mose 33, Vers 20, Gott der Allmächtige. El Olam 1. Mose 21, Vers 33, ewiger Gott. El Shaddai, 1. Mose 17, Vers 1, allmächtiger Gott. El Roi, 1. Mose 16, 13, Gott, der mich sieht. Jahwe, 1. Mose 2, Vers 4, nach 2. Mose 3, 14 bis 15, ich bin, der ich bin. Jahwe Rafeka, 2. Mose 15, Vers 26, Jahwe, dein Arzt. Jahwe Nisi, 2. Mose 17, Vers 15, Jahwe, mein Panier. Jahwe Jireh, 1. Mose 22, 13 und 14, Jahwe, er sieht. Jahwe Shalom, Richter 6, Vers 24, Jahwe ist Friede. Jahwe Zedekinu, Jeremia 23, 6, Jahwe unsere Gerechtigkeit. Jahwe Shammah, Ezekiel 48, Vers 35, Jahwe ist daselbst. Jahwe Roi, Psalm 23, 1, Jahwe mein Hirt. Jahwe Zebaoth, Gott der Herrscher. Adonai, 1. Mose 15, Vers 2, mein Herr, kommt 134 Mal im Alten Testament vor. Wir kommen zur Frage FG4. Warum ist Gott nicht zu sehen? Die Antwort lautet, die ersten von Gott geschaffenen Menschen, Adam und Eva, lebten in der Gemeinschaft mit Gott, so dass sie ihn auch von Angesicht zu Angesicht sehen konnten. Im Sündenfall trennte sich der Mensch von Gott. Es ist ein heiliger Gott, der jede Sünde hasst, und somit endete diese ursprüngliche Gemeinschaft. Gott wohnt in einem Licht, da niemand zukommen kann. 1. Timotheus 6, Vers 16. Darum werden wir ihn erst wieder sehen, wenn wir nach dem Tode in sein Vaterhaus kommen. Der Weg dorthin ist nur durch den Herrn Jesus möglich. In Johannes 14, Vers 6 sagt Jesus uns, niemand kommt zum Vater, denn durch mich. Frage FG5. Ist das ein Gott der Liebe, wenn er all die Not in dieser Welt zulässt? Warum lässt Gott das Leid zu? Antwort. Vor dem Sündenfall gab es weder Tod, noch Leid, weder Schmerz, noch irgendwas von dem, was uns heute so viel Mühe macht. Gott hatte alles so gestaltet, dass der Mensch unter idealen Bedingungen leben konnte. In freier Entscheidung ging der Mensch eigene Wege, die von Gott wegführten. Warum Gott uns einen so weiten Freiheitsradius zubilligt, können wir nicht erklären. Wir stellen aber fest, wer von Gott weggeht, gelangt ins Elend. Diese bittere Erfahrung machen wir bis zum heutigen Tag. Manche Menschen sind dazu geneigt, Gott die Schuld zuzuschieben. Dabei sollten wir bedenken, dass nicht Gott, sondern der Mensch der Verursacher ist. Wenn wir des Nachts auf der Autobahn das Scheinwerferlicht ausschalten und es so zu einem Unfall kommt, dürfen wir uns nicht an den Autohersteller wenden und ihm die Schuld geben. Er hat die konstruktiven Vorgaben für die Beleuchtung gegeben. Wenn wir sie willentlich abschalten, ist das alleine unsere Sache. Gott ist Licht, so heißt es in 1. Johannes 1, Vers 5. Und wenn wir uns in die Finsternis der Gottesferne begeben, dürfen wir uns nicht bei dem Schöpfer beklagen, der uns doch für seine Nähe geschaffen hat. Gott ist und bleibt ein Gott der Liebe, denn er hat Unvorstellbares getan. Er gab seinen eigenen Sohn dahin, um uns aus unserer selbstverschuldeten Situation freizukaufen. Jesus sagt von sich in Johannes 15, Vers 13, niemand hat größere Liebe denn die, dass er sein Leben lässt für seine Freunde. Gibt es eine größere Liebe? Nie ist etwas Größeres für den Menschen vollbracht worden, als in der Tat von Golgatha.
Das Kreuz ist somit der Höhepunkt göttlicher Liebe. Wir leben alle, ob gläubig oder ungläubig, in der gefallenen Schöpfung, in der das Leid in all seinen uns wohl bekannten Ausprägungen genereller Bestandteil ist. Nicht deutbar bleibt für uns das individuelle Leid. Warum geht es dem einen gut und der andere ist durch Not und schwere Krankheit hart geschlagen? Oft muss der Gläubige sogar mehr leiden als der Gottlose, wie es der Psalmist feststellt. Denn es verdross mich der Ruhmredigen, da ich sah, dass es den Gottlosen so wohl ging. Denn sie sind in keiner Gefahr des Todes, sondern den stehen fest wie ein Palast. Sie sind nicht im Unglück wie andere Leute und werden nicht wie andere Menschen geplagt. Psalm 73, die Verse 3-5. Es findet aber auch die rechte Einordnung seiner individuellen Not, die er nicht als Strafe für seine Sünde ansieht. Er hadert nicht mit Gott, sondern klammert sich fest an ihn. Dennoch bleibe ich stets an dir, denn du hältst mich bei deiner rechten Hand, du leitest mich nach deinem Rat und nimmst mich endlich mit Ehren an. Wenn mir gleich Leib und Seele verschmachtet, so bist du doch, Gott, allezeit meines Herzens Trost und mein Teil. Psalm 73, die Verse 23-24 und 26. Frage FG 6. Hat nicht Gott Schuld an allem? Antwort: Als Gott Adam nach dem Sündenfall zur Rechenschaft zog, verwies dieser auf Eva. Die Frau, die du mir zugesellt hast, gab mir von dem Baum. Als Gott dann die Frau ansprach, wies auch Eva von sich weg. Die Schlange betrog mich also, dass ich aß. Bezüglich unserer Schuld haben wir ein merkwürdiges Verhalten. Wir weisen immer von uns ab, bis wir letztlich Gott zum Schuldigen erklären. Nun aber geschieht das Unvorstellbare. In Jesus nimmt Gott alle Schuld auf sich, denn Gott hat den, der von keiner Sünde wusste, zur Sünde gemacht. 2. Korinther 5, Vers 21. Das Gericht Gottes über die Sünde der Welt entlädt sich auf den Sohn Gottes. Ihn trifft der Bannstahl mit voller Schärfe. Das ganze Land verfinstert sich für 3 Stunden. Er ist wirklich von Gott verlassen. Er hat sich selbst für unsere Sünden gegeben. Galater 1, Vers 4. Damit wir frei ausgehen können. Das ist das Manifest der Liebe Gottes. Eine bessere Botschaft als das Evangelium gibt es nicht. Frage FG 7. Durch Kriege hat Gott zu alttestamentlicher Zeit ein ganzes Volk ausrotten lassen und in der Bergpredigt heißt es, liebet eure Feinde. Ist der Gott des Alten Testaments ein anderer als der des Neuen Testaments? Antwort: Manche Leute sind der Meinung, im Alten Testament sei Gott ein Gott des Zornes und der Rache und im Neuen Testament ein Gott der Liebe. Diese Auffassung ist durch die beiden folgenden Aussagen aus dem Alten und Neuen Testament leicht zu widerlegen. In Jeremia 31, Vers 3 sagt Gott: Ich habe dich je und je geliebt, darum habe ich dich zu mir gezogen aus lauter Güte. Und im Neuen Testament lesen wir bei Hebräer 10, Vers 31, schrecklich ist's, in die Hände des lebendigen Gottes zu fallen. Gott ist sowohl der zornige Gott gegenüber der Sünde, als auch der liebende Gott gegenüber dem Bußfertigen. Dieses Zeugnis finden wir sowohl im Alten Testament als auch im Neuen Testament. Denn Gott ist immer derselbe. Bei ihm ist keine Veränderung noch Wechsel des Lichts und der Finsternis. So heißt es in Jakobus 1, Vers 17. Ebenso hat sich der Sohn Gottes wesensmäßig nie geändert. Jesus Christus gestern und heute und derselbe auch in Ewigkeit. Hebräer 13, Vers 8. Die Bibel ist voller Beispiele, wie Gott die Sünde an Menschen richtet und wie er andererseits die Seinen bewahrt. In der Sintflut ging die ganze Menschheit wegen ihrer Bosheit unter und nur 8 Leute wurden errettet.
Ebenso wird im Endgericht der größte Teil der Menschheit verloren gehen, weil sie den breiten Weg der Verdammnis gingen. Matthäus 7, 13 bis 14. Gott hatte seinem Volk Israel das verheißene Land gegeben, aber beim Auszug aus Ägypten überfallen die Amalekiter die Nachzügler. Im 5. Buch Mose, Kapitel 25, 17 bis 19, wird den Amalekitern das Gericht der Austilgung angesagt, das Saul zu späterer Zeit auf Befehl Gottes auszuführen hatte. 1. Samuel 15, Vers 3. Zu neutestamentlicher Zeit werden Ananias und Sapphira von Gott getötet, weil sie nicht die ganze Wahrheit sagten. Apostelgeschichte 5, 1 bis 11. An diesen Beispielen können wir lernen, dass Gott jede Sünde ernster nimmt, als wir denken. Auch darin hat sich Gott nie geändert. Er hasst jede Sünde und er wird jegliche Missetat richten. Er könnte auch heute ganze Völker vernichten. Wir Deutschen haben gegenüber Gott in besonders harter Weise gesündigt, weil in unserem Volk während des Dritten Reiches ein radikales Ausrottungsprogramm gegen sein Volk Israel entwickelt wurde. Die 40-jährige Teilung Deutschlands und der Verlust der Ostgebiete ist ein deutliches Gericht dafür. Gott hätte auch das ganze Volk vernichten können, aber seine Barmherzigkeit war so groß, dass er es nicht getan hat. Vielleicht auch wegen der immer noch vorhandenen Gläubigen. Sodom und Gomorra wäre nicht untergegangen, hätten es wenigstens 10 Gerechte dort gegeben. 1. Mose 18, Vers 32. Wenn das Gericht nicht immer augenblicklich stattfindet, ist das Gottes Gnade. Einmal aber muss jeder Rechenschaft geben über sein Leben, sowohl die Gläubigen, 2. Korinther 5, Vers 10, als auch die Ungläubigen, Hebräer 9, Vers 27 und Offenbarung 20, die Verse 11 bis 15. Frage FG8. Hat Gott das Böse geschaffen? Antwort: Im 1. Johannesbrief lesen wir, dass Gott Licht ist und in ihm ist keine Finsternis. Gott ist der absolut reine und vollkommene. Und die Engel bekunden, heilig, heilig, heilig ist der Herr Zebaoth, Jesaja 6, Vers 3. Er ist der Vater des Lichts, nach Jakobus 1, Vers 17, und so kann das Böse niemals von ihm kommen. Die Herkunft des Bösen bringt die Bibel in Zusammenhang mit dem Fall Satans, der einst ein Cherub, ein Lichtengel war und gleich dem Allerhöchsten sein wollte. In Hesekiel 28, Vers 15 und folgende ist sein Stolz und sein Fall beschrieben. Du warst ohne Tadel in deinem Tun von dem Tage an, da du geschaffen wurdest, bis dich deine Missetat gefunden hat. Denn du bist inwendig voll Frevels geworden und deiner großen Hantierung und hast dich versündigt. Darum will ich dich entheiligen von dem Berge Gottes und will dich ausbreitet Cherub aus den feurigen Steinen verstoßen. Und weil du dein Herz erhebst, darum will ich dich zu Boden stürzen. Dadurch, dass das erste Menschenpaar auf die Versuchung einging, gerieten sie selbst unter die Knechtschaft der Sünde. Das Böse hatte somit Eingang in diese Schöpfung gefunden. Offenbar ist dem Satan hierdurch der Herrschaftsbereich in diese Welt gelungen. Denn wir haben nicht mit Fleisch und Blut zu kämpfen, sondern mit Mächtigen und Gewaltigen, nämlich mit den Herren der Welt, die in dieser Finsternis herrschen, mit den bösen Geistern unter dem Himmel. So steht's in Epheser 6, Vers 12. Frage FG9. Ist Gott lernfähig? Antwort: Lernen ist definitionsgemäß die Aufnahme unbekannten Wissens. Da Gott alle Dinge weiß, Psalm 139, Vers 2, gibt es für ihn nichts Neues, das er noch lernen könnte. Als Herr über Raum und Zeit ist ihm Vergangenes wie Zukünftiges in gleicher Weise bekannt. Wir hingegen bleiben Lernende. In der Bibel teilt uns Gott in seiner Allwissenheit kommende Ereignisse in prophetischer Schau mit. Frage FG10. Hat Jesus wirklich gelebt? Ist er Gottes Sohn? Antwort:
Die Ankündigung des Kommens Jesu in diese Welt gehört zu den markantesten prophetischen Aussagen. In detaillierter Weise sagt das Alte Testament seinen Geburtsort Bethlehem, seine Abstammungslinie, die gleichzeitige Sohnschaft Gottes und des Menschen, sein Wirken, den Grund seiner Sendung, den Verrat an ihm für 30 Silberlinge, sein Leiden und Sterben am Kreuz sowie seine Auferstehung voraus. Durch den deutlichen Abstand von 400 Jahren zwischen dem letzten Buch des Alten Testaments und der neutestamentlichen Zeit bekommen die erfüllten Prophetien auf Christus ihr besonders eindrückliches Gewicht hinsichtlich der oben gestellten Frage. Auch außerbiblische Quellen bezeugen das Leben Jesu, wie zum Beispiel der römische Historiker Tacitus, der römische Hofbeamte Sueton, unter dem Kaiser Hadrian, der römische Statthalter von Bithynien in Kleinasien, Phallus und andere. Beispielhaft sei hier ein Zitat des bekannten jüdischen Geschichtsschreibers Flavius Josephus genannt. Um diese Zeit lebte Jesus, ein weiser Mensch, wenn man ihn überhaupt einen Menschen nennen darf. Er war nämlich der Vollbringer ganz unglaublicher Taten und der Lehrer aller Menschen, die mit Freuden die Wahrheit aufnahmen. So zog er viele Juden und auch viele Heiden zu sich. Er war der Christus. Und obgleich ihn Pilatus auf Betreiben der Vornehmsten unseres Volkes zum Kreuzestod verurteilte, wurden doch seine früheren Anhänger nicht untreu. Denn er erschien ihnen am 3. Tage wieder lebend, wie Gott gesagte Propheten dies und 1000 andere wunderbare Dinge von ihm vorher verkündigt hatten. Gott selbst bestätigt Jesus als seinen Sohn bei der Taufe und der Engel verkündigt seine Geburt als Sohn des Allerhöchsten. Der Herr Jesus bekennt sich im Verhör vor dem Hohen Rat, dem höchsten Regierungs- und Richterkollegium in Israel, unter Vorsitz des Hohenpriesters Kaiphas als Sohn Gottes. Ebenso bezeugen die unterschiedlichsten Männer und Frauen der Bibel Jesus als den Sohn Gottes. Petrus sagt, du bist Christus des lebendigen Gottes Sohn, Matthäus 16, Vers 16. Und Johannes sagt, wer nun bekennt, dass Jesus Gottes Sohn ist, in dem bleibt Gott und er in Gott. 1. Johannes 4, Vers 15. Und Paulus sagt, ich lebe im Glauben an den Sohn Gottes. Galater 2, Vers 20. Martha aus Bethanien bekennt, ich glaube, dass du bist Christus, der Sohn Gottes, der in die Welt gekommen ist. Johannes 11, Vers 27. Und Nathanael bekennt von Jesus, Rabbi, du bist Gottes Sohn. Johannes 1, Vers 49. Der römische Hauptmann bei der Kreuzigung erkennt, wahrlich, dieser ist Gottes Sohn gewesen. Matthäus 27, Vers 54. Der äthiopische Finanzminister bekennt von Jesus, ich glaube, dass Jesus Gottes Sohn ist. Apostelgeschichte 8, Vers 37. Auch der Teufel weiß um die Sohnschaft Gottes. Matthäus 4, die Verse 3 und 6. Und die Dämonen müssen ihn als Sohn Gottes anerkennen. Dass Jesus der Sohn Gottes ist, war damals den Pharisäern und Hohenpriestern und auch dem aufgewiegelten Volk ein Anstoß und ist bis heute Juden und Moslems ein Dorn im Auge. Er kann aber nicht unser Retter und Heiland sein, wenn er nur Bruder oder Sohn unter Söhnen, ein guter Mensch oder ein Sozialreformer war, sondern nur dadurch, dass er wirklich der Sohn des lebendigen Gottes ist. Frage FG 11. In welcher Beziehung stehen Gott und Jesus zueinander? Ist das eine Person oder wer von ihnen ist höher? Zu wem sollen wir beten? Antwort: Gott ist mit unserem Denken nicht zu erfassen. Er ist überräumlich, überzeitlich und unausforschlich.
Darum sind uns alle bildhaften Vorstellungen von ihm schon im ersten Gebot untersagt. Gott hat sich dennoch nicht unbezeugt gelassen. Er hat sich uns offenbart. Er ist der eine und zugleich der Dreieine. Erstens, Gott ist der eine. Es gibt keinen anderen Gott als nur den Gott Abrahams, Isaaks und Jakobs. Ich bin der Erste und ich bin der Letzte und außer mir ist kein Gott. Jesaja 44, Vers 6. Vor mir ist kein Gott gemacht und wird auch nach mir keiner sein. Ich bin der Herr und ist außer mir kein Heiland. Jesaja 43, die Verse 10 bis 11. Darum lautet das Gebot, du sollst keine anderen Götter neben mir haben. Die Gottesvorstellungen in allen Religionen sind nichtig, denn alle Götter der Völker sind Götzen. Psalm 96, Vers 5. Sie sind Wind und eitel. Jesaja 41, 29. Zweitens, Gott ist der Dreieine. Zugleich begegnet uns Gott als Einheit in 3 Personen. Es handelt sich nicht um 3 verschiedene Götter, sondern, wie es viele Stellen der Bibel belegen, um einen Dreiklang von Willen, Tun und Wesen Gottes. Von diesem dreieinen Gott wird in dreifacher Weise in personaler Differenzierung geredet. Gott der Vater, Jesus Christus der Sohn Gottes und der Heilige Geist. Im Taufbefehl nach Matthäus 28, Vers 19 tritt dies am ausdrücklichsten und deutlichsten hervor. Der in der Bibel nirgends vorkommende Ausdruck der Dreieinigkeit ist der menschliche Versuch, dies göttliche Geheimnis mit einem Wort zu fassen. In Jesus wurde Gott Mensch. Das Wort ward Fleisch, Gott wurde sichtbar, hörbar, tastbar und im Glauben greifbar. Den Herrn Jesus hat Gott zu uns gesandt und ihn hat Gott für den Glauben hingestellt. So steht Jesus in einer besonderen funktionalen Zuordnung für uns. Den rettenden Glauben haben wir nur, wenn wir an Jesus gläubig sind. Er ist für uns ans Kreuz gegangen, er hat unsere Schuld gesühnt, er hat uns teuer erkauft. Und darum müssen wir ihn anrufen, um gerettet zu werden. Durch Jesus haben wir Zugang zum Vater und dürfen als Kinder aber, lieber Vater, sagen. Jesus ist der Sohn Gottes, er ist mit dem Vater wesensgleich, ich und der Vater sind eins. Darum konnte er sagen, wer mich sieht, sieht den Vater. Thomas bekennt gegenüber dem Auferstandenen, mein Herr und mein Gott. Johannes 20, Vers 28. Die Gottheit Jesu und die Wesensgleichheit mit dem Vater kommen weiterhin durch folgende Titel und Tätigkeiten zum Ausdruck. Schöpfer, Licht, Hirte, Erster und Letzter, Sündenvergeber, Schöpfer der Engel, Anbetung durch Engel. Die Gleichheit Jesu mit dem Vater betont auch Philipper 2, Vers 6. Bei seiner Menschwerdung nahm er die Knechtsgestalt eines Menschen an. Hier stand er in der völligen Abhängigkeit und im Gehorsam zum Vater. Im Zusammenhang mit der Menschwerdung Jesu ist somit eine deutliche Rangfolge zwischen dem Vater und dem Sohn erkennbar. Wie der Mann das Haupt der Frau ist, so ist Gott Christi Haupt. Nun aber sitzt der Herr Jesus zur Rechten Gottes und ist das Ebenbild seines Wesens. Der Vater hat dem Sohn alle Macht im Himmel und auf Erden gegeben. Auch das Gericht hat er ihm übereignet. Denn alles hat er unter seine Füße getan. Schließlich heißt es, wenn aber alles ihm, nämlich dem Herrn Jesus, untertan sein wird, alsdann wird auch der Sohn selbst untertan sein dem, der ihm alles untergetan hat, auf das Gott sei alles in allem. Der Heilige Geist begegnet uns ebenso als göttliche Person, jedoch in anderen Funktionen als der Sohn Gottes.
Er ist unser Tröster und Anwalt. Er erschließt uns die Wahrheit der Bibel. Er vertritt uns vor Gott mit dem rechten Gebet. Und ohne ihn können wir Jesus als unseren Herrn und Retter überhaupt nicht erkennen. Nun zum Gebet. Jesus hat seine Jünger und damit auch uns das Gebet zum Vater gelehrt. Und als der Apostel Johannes vor der Macht des Engels erschrocken zu Boden fällt und ihn anbeten will, wehrt der Bote Gottes entschieden ab. Ich bin dein Mitknecht, bete Gott an. Offenbarung 22, Vers 9. Ebenso ist das Gebet zu Jesus nicht nur möglich, sondern seit seinem Kommen in diese Welt sogar geboten. Er selbst sagte den Jüngern, bisher habt ihr nichts gebeten in meinem Namen. Und was ihr mich bitten werdet in meinem Namen, das will ich tun. Kolosser 3, Vers 17 fasst all unser Reden und Tun und damit auch das Gebet zu Christus zusammen. Und alles, was er tut mit Worten oder mit Werken, das tut alles in dem Namen des Herrn Jesus und danket Gott, dem Vater, durch ihn. Jesus ist der einzige Mittler zwischen Gott und den Menschen und darum dürfen wir uns im Gebet an ihn wenden. Der erste Märtyrer Stephanus wird uns vorbildhaft als ein Mann voll Heiligen Geistes geschildert. Sein Gebet zu Jesus ist uns überliefert. Herr Jesus, nimm meinen Geist auf. Apostelgeschichte 7, Vers 59. Auch während der Erdenzeit wurde der Herr Jesus als Gott angebetet. Und er akzeptierte dies. Der Aussätzige, der geheilte Blindgeborene und die Jünger fielen vor ihm nieder. Dies ist nach der Bibel der höchste Ausdruck der Anbetung und Huldigung. Für das Gebet an den Heiligen Geist, wie zum Beispiel in dem Kirchenlied, nun bitten wir den Heiligen Geist um den rechten Glauben allermeist, finden wir in der Bibel jedoch keinen Hinweis. Das Gebet kennt also nach der Bibel nur zwei Adressen: Gott den Vater und Jesus Christus, den Sohn Gottes.